6, 5, 4, 3, 2. Jetzt geht's dann gerade los. 2. Das hast du schon gesagt. Und los. Hey, du schaust Pet Guide, die Tiersendung vom Zambo, wo wir in jeder Sendung ein Tier genau unter die Lupe nehmen. Und heute lernen wir die quirligen Kerle hier kennen, Totenkopf-Äffli. Bevor wir bei ihnen hier in der Anlage loslegen, gibt es jetzt aber zuerst ein paar Infos für dich. Hier kommt der Steckbrief. Totenkopfaffen sind zum Teil in Mittelamerika daheim, vor allem aber im oberen Teil von Südamerika. Dort leben sie in Gruppen. Sie können super klettern, kein Wunder, lieben sie in der Wald. Der Totenkopfaffe sagt man auch noch Saimiris. Starten tun wir heute hinter der Kulisse. Christian und ich vorbereiten zusammen das Essen vorbereiten. Er zeigt mir heute die Saimiris. 11 Affen haben wir hier. Erkennst du jeden einzelnen? Name und Gesicht? Ja, wenn ich Glück habe, ja. Also das testen wir mal, Christian. Ist gut? Ja, ist gut. Das probieren wir mal aus. Und zwar, ob du, Christian, noch die Priscilla kennst. Können wir probieren, Ist gut, okay. Ja, das ist gut. Viel Glück. Die zwei Affen, Yakuma und Yorochito, denen steht abgetrennt. Ja. Also die sind nicht mehr bei ihrem Verband dabei, bei ihrer Familie. Die sind nicht mehr in der Gruppe, die sind einzeln. Also zusammen, einzeln abgetrennt. Aber die sind noch bei euch? Die sind noch bei uns. Da können wir jetzt auch das Essen mal vorbereitet. Genau. Können wir nachher gehen. Können wir doch gerade bei denen an. Ist gut? Ja, das ist super. gut. Also, nehme ich mal den Affenwürfel. Das ist gut, ja. Das Gemüse. So, gehen wir mal die zwei Einzelaffen füttern. Und bis dahin gibt es für dich eine neue Folge von Pet oder Tier. Ich probiere mit dem Hochsprung gegen den Feldhas. Schade. So. Okay. Also, gehen wir mal da rein. Yakuma, Yorochito. Genau. Jetzt gibt's Essen. Das Futter tun wir hier ein bisschen davor. Ein bisschen Grünzeug. Und so eine Handvoll von diesen Fitness-Pellets hier. Genau. So, lenkt das? Wunderbar. Okay. Sind sie eher scheu, weil ich auch mit dabei bin? Ja, sie sind jetzt ein bisschen scheu, ja. Wieso sind jetzt die zwei denn alleine drin? Wieso sind das jetzt im Moment gerade die Einzelgänger? Das sind zwei Männchen, die jetzt langsam geschlechtsreif werden. Und wenn die Geschlechtsreife kommen, dann werden sie von der Gruppe ein bisschen verstoßen, weil sie werden natürlich Konkurrenz zum Chef. Zum führenden Männchen. Ja. Und was passiert jetzt mit denen? Also in der Natur ziehen sie ein bisschen um und suchen sich ihre eigene Gruppe. Aha. Bei uns sind sie jetzt abgetrennt, bis sie einen Platz haben in einem anderen Zoo. Aber dann geht es gut. Gut. Also komm, dann lassen wir sie mal essen. Mal schauen, ob sie noch dran kommen. Gut. Kaum sind wir draussen, kommen die beiden auch schon und schnappen sich ihr Futter. Du siehst, die Affenwürfel, die Energie geben, die haben sie ganz klar am liebsten. Einen guten.
Hey du, so ein Affenwürfel. Nach was hat echt der Geschmack? Nach Aff? Oder was? Oh, ich werde da muss nicht geschenkt. Jetzt sind wir hier auf der Saimiri-Insel, Christian, Genau. wo die ganze Bande schon unterwegs ist und in voller Aufregung. He? Langsam Hunger. Ja, jetzt gibt es etwas. So. Wow. Ganz ruhig, Jungs und Mädels. Oho. Jetzt seht ihr gerade eine Mutter mit ihrem Jungen. Ist das Prissi, Christian? Ja, wenn sie so ein bisschen dunklere Augen hat, ist es Prissi. Die Prissi haben wir jetzt vorher gesehen. Mit ihrem Jungen auf dem Rücken ist sie die ganze Zeit da drauf. Ja, das ist immer drauf. Tag und Nacht. Und wenn 24 er Stunden. schläft, kann er nicht abgehen. Nein, das hebt sich. Das ist ein Reflex, den die haben. Cool. Wie ist denn das jetzt in dieser Bande? Da hat ja der Chef, der Elmo. Wie wird der bestimmt, dass der Chef ist? Er ist einfach der Stärkste und bei uns ist jetzt halt auch der Älteste. Meistens ist der Älteste auch der Stärkste. Und das wird ausgekämpft. Also wenn ein Jüngerer kommt, wird das... Wo dann stärker ist wie der Elmo? Genau. Die probieren es zuerst einmal, dann schauen sie vielleicht 1-2 Mal ein. Und irgendwann sind es vielleicht die Stärksten. Okay. Also, wir füttern noch ein bisschen weiter füttern. Die haben eigentlich noch nicht genug bekommen. Genau. Wir sind Früchte bekommen sie noch. Merci für Christian, das war ganz Bitte schön. eine tolle Erfahrung, so nah bei den Saimiris zu sein. Merci dir daheim fürs Zuschauen. Nicht vergessen, immer auschecken srfzamo.ch für jede Folge von Pattagei. Und immer am Sonntag gibt es eine neue für dich. Bis bald, Sali. Oh. Also. Ich hatte einen Affenwürfel. La! Soll besser können singen dank dem. La! Überzeugt mich nicht. La! Tönt auch so mässig. La! So mässig.